Der Mensch. Eine Geschichte von und mit Thomas Ahatz. Ganz unschuldig und rein ist der Mensch, wenn er wird geboren. Weder von der Politik noch vom Glauben ist er verdorben. Ob braun oder weiß, das ist ihm völlig wurscht. Das Einzige, was ihm jetzt interessiert, ist ein Hunger und ein Durst. Ja, und ab da geht das Drama dann los. Egal, ob's klein bist oder auch schon groß. Immer ist das gleiche Problem auf der Welt. Was aus dir wird, liegt immer am Geld. Bei der Geburt meint man, sind alle Menschen gleich. Und wenn's gestorben bist und da liegst als Leich. Doch dazwischen, da haben's wir in der Hand, ob er das Gute vom Bösen hat trennt. Aber fangen wir noch mal an, und zwar von vorn. Grad in dem Augenblick, wenn der Mensch ist geboren. In einem reichen Land wirst gleich verhatschelt. Hint und vorn gleich alles abtatschelt. Es wird geschaut, ob auch wirklich hint und vorn alles dran und ob's fürs erste Foto auch schon recht schön schauen kann. Ansonsten wird man noch ein wenig feilen, bevor wir das auf Facebook dann teilen. In einem armen Land schaut's anders dann aus. Und die Reichen schauen weg, weil das ist ja ein Graus. Kein Bett aus Federn oder gar ein Badwanne mit Wasser. So musst vom Bauch deiner Mutter unter Schmerzen außer. Hunger und Durst ist dann der gleich. Doch oft ist nix da und man ist lebendig schon allein. So sind die Unterschied und die Reichen wollen's nicht sehen. Sind wir ja weit fort, kriegen gar nix mit von dem Geschenk. Und so geht's dann weiter, eine einzige Plage. Der eine kämpft ums Überleben, der andere ums Geld, jeden Tag. Der Arme immer ärmer und der Reich immer reicher. Die einen sind gleich, aber die anderen sind gleicher. Mit Glück kannst studieren und meinst, du wirst gescheiter. Und hast dann was zusammengebracht, dann hast rundum bloß Neider. Wenn's Pech hast, darfst in keine Schule, dann hält man dich dumm. Darfst nicht lernen schreiben oder lesen, wirst verdorben vom Glauben und vom Politikum. Und was bleibt dem auch anders über, den er will überleben? Und wenn die Reichen meinen, mit den Spenden dann sie ja nur abgeben, doch leider kommt's oft nicht an das Geld, was notwendig gebraucht, weil irgendein Diktator sein Volk verhungern lässt und selber eine Zigarre raucht. So unterschiedlich kann's sein auf der Welt. Und jetzt sind wir wieder so weit. Es liegt alles am Geld. Es ist so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Es geht um Geld und am meisten um Macht. Die Macht, über andere zu herrschen und auch zu lenken, ist so alt wie die Menschheit gedenken. Blind rennen's oft nahe und glauben, was er sagt. Und keiner hat sich das selbst selber einmal gefragt, ob's richtig ist, was er da tut. Ganz rot war die Erd, rundum Elend und Blut. Und nix haben's gelernt aus der Geschichte, alles wird verbogen. Schon wieder wird geketzt, schon wieder wird gelungen. Drum denkt's an das Kind, wenn's kommt auf die Welt. Dem geht's nicht um Macht und noch viel weniger um Geld. Es hat keinen Hass und kennt auch keinen Neid. Das Einzige, was braucht, sind freundliche Leute. Drum liegt's an die Alten, wo's aus ihm wird. Ein blühender Baum oder ein Großhalm, der verdirrt. Unsere Zukunft liegt in eurer Hand. Denkt's drüber nach, denn im Moment ist eine Schand.